Guten Morgen. Dit haben wir angefangen und dort blank an Jol abstehen und einige von uns haben den Hof besorgt und andere haben noch nicht und haben alle noch eine lange Liste von Dingen, die sollen passieren für Weihnachten ist. Bei mir ist die Liste so einfach. Ich habe Feuerbotschaften für Dezember. Ich habe Botschaften reingemerkt auf Feuerthemas. Also die erste Botschaft von der heißt Hoffnung. Hoffnung ist ein Wort, das so leicht gebraucht wird, wenn wir von Weihnachten reden. Hope, Esperanza. Die zweite Botschaft heißt Glauben. Was bedeutet dort, Glauben zu haben? Die dritte Botschaft heißt Friede und die letzte Botschaft heißt Liebe. Das sind die Feuerwehr, die durchschnittlich über die ganze Welt immer wieder gebraucht werden, wenn von Weihnachten geredet wird. Und ich finde mich selbst in dem Fall, dass so leicht habe ich keine Ahnung, von was wir reden. Von daher fällt mir dort ab irgendeinem Moment von Hoffnung zu reden, wenn Hoffnung ist unser ausgebattetes Wort. Wir haben Hoffnung für mich erst bloß nicht für das Werk. Und ich vertraue, dass Gott wird uns von der Verstand aufmerken und das Hart wegmerken, dass Hoffnung kann bei uns Raum finden. Hoffnung ist von jou her ein rechtes Wort gewesen, zum Beschreiben, von was ich von der reden will. Das ist bloß über die Zeit schwach und schlaff geworden, wenn Menschen wählen sich nicht mehr festzuhalten und dort, was sie ab sich verloren. Wir sind schwach geworden im Sinne von Hoffnung. Wir wollten Gott, was das Wort bedient, wir wollen es nicht so haben, dass er wirklich das bedient, was wir uns vernehmen. Ich will mal uns von Lukas Kapitel 2, von Vers 25 bis der 35 gehen. Und ich weiß, dass einige von Ihnen erst dort all mit so, ja, man Carlos von Weihnachten redet, dann redet von diesem alten Mann. Und dann muss man dann über dem down sein, wenn das alte Mann in Lukas Kapitel 2 als so eine große Botschaft bin, wo wir fertig nicht von reden. Wir wollten, dass Jesus wird von den Engel zu Maria, zu Josef Bord. Wir wollten, dass als Maria ihre Tante besiegt, dann seine Bettbabys tun in Johannes im Buch weiter, dort Jesus ist zu Besuch gekommen. Und nun sind all das interessante Geschichten, was vor Lukas Kapitel 2 passiert. Aber in Lukas Kapitel 2 fängt wir ein Aulamon, ein wirklich Aulamon, und er lehrt uns Hoffnung. Die wahre Hoffnung wird von Weihnachten sich handelt. So, wir lesen nur in Lukas Kapitel 2, vom Vers 25 und wieder so steht. In Jerusalem wohnt dann ein Mann, der heißt Simeon. Dort wie ein frommer Mann, der Gott fürchten deut und nur lüht, dort Israel erhellen kommen soll. In der Heilige Jesus wir annahmen. Am wir vom Heiligen Jesus gesagt worden, dass er nach euer sterben wird, den Herrn sein Christus sein wird. Dann ging er vom Jesus gedrungen im Tempel nennen. Und aus der Älteren, dort Jesus Kind zu nennen brachten, so es an Fer geschrieben wir, nahm er dort Kind ab sein Arms, lobt Gott und seht, Herr, du hast ihn Versprechen geholt. Nu lässt du den deiner in Fried sterben. Nu haben meine Augen deinen Heiland gesehen, den du für alle Menschen hergestellt hast. Ein Licht, der Fälscher der Wahrheit zu bringen, und eine Herrlichkeit für den Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter wunderten sich darüber, was Simeon von der Kind zu sagen hat. Und Simeon sehen an und sagt zu Maria, Jesus seine Mutter, das Kind ist dort bestimmt, dass durch Arm in Israel viele waren zu vollkommen und auch dort viele durch Arm waren abgerecht waren. Heute wird ein Ticken sein, wo einige durch jeden reden werden. Und auch durch die eine Säule wird ein Schwert gestärkt worden, dass es verdacht haben, was viele Menschen am Hort denken. Die Geschichte von Simeon ist eine Geschichte, die Hoffnung bildlich durchstellt. So, wenn wir anfangen mit dieser Geschichte, dann werden wir uns die Frage fragen, wo sitzt ein Mensch, der Hoffnung hat? Also,
wie kann Hoffnung mang unsere Menschen und das so ganz traurigste, miserabelste Ding, wo das ja von uns wir sagt, ja, ich hoffe mir, was dort ein Tag uitreken. Das ist nicht die Hoffnung, was Simeon uns bildlich verstellt. Die Umfangsforschung in Lukas Kapitel 2 von 24 wieder, die sagen dort, Simeon wie ein Gerechter in ein Mitleiden der Mann. Also, dort wir nicht aus, wer was dort nicht wisst, was das abgeht wird. Da haben wir Ziel Leben, die wir gerecht und die wir mitleidend. Das nächste Ding wir, die lügt nur, dass Israel soll getreust werden. Aber dass wir nicht das lügen von das, was nicht passiert, dass wir bloß, da hat uns auf zum, dass was passiert, man muss einmal neu. Das merkt, dass das Mann sein Leben in Sinn hat. Der hat ein ganz klares Ziel im Leben. Der hat das Ziel, dass er wird den Radar sein, was Israel wird frei machen. Dann sagt er noch, dass der Heilige Geist rührt an. Da werden 3 Beschreibungen von einem Menschen, der Hoffnung hat. So dann sollen wir uns selbst die Frau fragen, wenn wir durch blättern am Lukas 2, 24, dann lesen wir, du es steht, in Jerusalem wohnt dann ein Mann, der heißt Simeon. Dort wie ein frommer Mann, der Gott fürchten deut und du nur lüht, dass Israel der Heiland kommen soll und der Heilige Geist wir annahm. Der erste Ding, was uns fehlt zu weiten, wenn wir von Hoffnung reden, ist, wer trägt die Hoffnung und wo ist das? Also, dann Frau, die Frau, hat ich Hoffnung. Wenn diese List von Dingen, ein frommer Mann, der gottesfürchtig ist, und der du nur lügt, dass der Radar wird kommen, sind das Beschreibungen, die an dein Leben anpassen. Bist du als Mensch qualificado, sei wie dort auf Spanisch, ist die Beschreibung von dein Leben, so dort an dein Leben Hoffnung anpasst. Das ist eine einfache Frage. Bist du fromm? Bist du gottesfürchtig? Löst du nur Radung? Die 3 Dinge muss ein Mensch haben, all von Anfang zum Los vor, wenn wir Hoffnung haben. Das zweite Ding, was das Mensch sehr besonders merkt, ist, dort, wenn wir wieder lesen, dann war wir an, dort der hat ein Versprechen gekriegt. So, dort sagt du, dort der Heilige Geist, der wirbt an, und der Heilige Geist hat dem deutlich gemerkt, oder dort klar gemerkt, dort er wird nicht sterben, für er dem Herrn wird begegnen. Und du hast ein Großteil von beiden Seiten zu diesem Geschichte. So, ich will mir unbedingt nicht wählen, den Heiligen Geist seine Offenbarung an Simeon sein Leben gleichgültig zu nehmen. Ich will du aber danach von reden, dort alle Juden hatten die Gelegenheit, die Offenbarung zu haben. So, wenn wir Daniel Kapitel 9 lesen, in den Tiden durch, das Volk Israel können sehr dicht bei Krieg weiten, wann Jesus soll geboren werden. Also, diese Offenbarung, die der Heilige Geist Simeon gegeben hat, wird nicht eine Utgedachte. Das ist, was ich handeln. Da wird eine Offenbarung, keine Frau. Der Heilige Geist hat zu diesem Mann gesagt, du wirst leben, was du dir wirst begegnen. Aber das wird nicht so eine utgedachte Hoffnung, was wir von der Nacht haben. Und dann hat Jon Giesbrecht seine Ausdruck so gleich. Er sagt, der einzige Versprechen, was wir uns von Gott festhalten, ist das, was der uns gegeben hat, nicht das, was wir uns wünschen. Krieg so schafft dort hier. Simeon hat nicht eine Offenbarung gekriegt, aber erst was büter dort, was Gott all offenbart hat. Gott hat gesagt, ich will Radung schicken. Und der Heilige Geist hat dann gesagt, du wirst das beleben. Das Mann, der hat sich nicht ausgedacht. Der hat sich nicht deutlich gemerkt, der hat sich nicht eine neue Quelle gewünscht und gesagt, Gott macht mir das geben, wenn ich diese Offenbarung gehabt. Das Mann hat Hoffnung an das, was Gott offenbart hat. Gott hat gesagt, er will Radung schicken.
En dat is alle luiden nu. En nu har det Heilige Jezus den dort openbart gesagt, du. Ich staune mich so vor, dass Ola Simeon hat Ferien und zum Mars, wenn er die Uhren aufgemerkt hat, dort erste gedacht, vielleicht hast von dir der Tag. Aber dass wir nicht der Tag, wo heisig so sei erwünscht, im Sinne von verarmt, dass wir, Gott hat gesagt, er wird ein Radar schicken, und ich lüge du nun, und der Heilige Jesus hat gesagt, ich werde das sein, so wenn der die Uhren ummerkt, vielleicht hast du von dir der Tag. Und wer weiß, vielleicht habt ihr dann im Baden dran und Tempel, und dann wird es daher, was du mit feinen Menschen tust. Vielleicht nicht, ich weiß das nicht. Aber wir wissen, dass das Hupning hat 3 sehr besondere Beschreibungen. Erstens, dass wir nicht eine lose Hupning im Sinne von, naja, vielleicht wird Gott sich mir wiesen. Auf Spanisch sagen wir, era una esperanza específica. Simeon hat eine Hoffnung, die so spezifisch wie, und der hat Jesus zu begegnen, den Radar. Dort wir nicht mal sein wird, der hat diese spezifische Hoffnung, wo du siehst, ich will den Radar treffen. Zweitens, dort wir nicht eine lose Hoffnung, wenn Gott selbst, durch den Heiligen Jesus, hat ihn gesagt, du wirst ihn begegnen. Also, erstens, Gott selbst hat gesagt, den Radar wirst du treffen. Zweitens, wenn Gott dort versprechen darf, das ist nicht eine lose Hoffnung. Drittens, der Hoffnung wie genug für diesen alten Mann sein ganzes Leben. Wie viel mehr wirst du bei der Hoffnung bieten, als das so spezifisch, ich werde den Radar begegnen. Zweitens, das so sicher, wenn Gott hat dir versprochen. Und drittens, der Reichtum. Simeon fehlt nicht Reichtum, nicht Herrlichkeit, nicht Macht. Ihm fehlt bloß den Radar zu begegnen. Wenn wir dann wieder lesen, dann merken wir dort durch diese Begegnung. Wir lesen dort, gedreven vom Heiligen Jesus, jedes Aulamon und Tempel. Und das ist besonders. Kriegte der rechte Zeit, aber rechte steht, trafen Aulamon sich mit einem jungen Paar Lied, mit so einem kleinen Baby. Du passiert, was bitte ihr wollt. Hoffnung, was Wirklichkeit. Diese Hoffnung, was ja, Sachen, Versprechungen spezifisch wird, der wird auf einmal Fleisch, unfruchtbar. Auf Spanisch sagen wir Materie. Dort, wo wir sein und unfruchten können. Diese Begegnung ist kein Zufall. Das ist die Begegnung von einem Mann, der hat gewiss, sich Gott sein Versprechen tut zu ihnen. Und zu sagen, ich habe ab dort, was Gott versprochen hat. Also, der Hoffnung, was Wirklichkeit, dort Versprechen, dort was Mensch, und dort Lüge, was Fried. Wenn wir uns wählen zu sein, ich habe, dann haben wir all ein großes Park zu lernen. So erstens mal, die Menschen, die die Hoffnung haben, die leben gerecht und mitleidend. Zweitens, die lernen nur Radung. Und drittens, der Heilige Jesus mit dir. Dann, wenn wir die Hoffnung bechecken, dann weiß wir das nicht, was ich gedacht habe. Gott hat was versprochen. Das sagt ja, wenn Gott hat das versprochen. Und das regt auf für ein ganzes Leben. Und dann wird es Wirklichkeit. Diese Begegnung zwischen dem alten Simeon, diesem jungen Lied und dem kleinen Baby, und der Simeon hat einen ganzen Streit zu sein. Ich finde, von dir, dass du es sehr interessant ist, was das Mann sagt. Im Vers 29 sagt er so steht, Herr, du hast ihn Versprechen geholt, nun lässt du ihn deiner an Fried
gestorben. Hoopning is een ding wat dit leven wiet overtreffen het. Hoopning vangt in dit leven aan, maar dat is zoveel groter als dit leven. Hoopning zegt dat du bent in vrede voor dit leven ook voor het nächste. Een mens wat hoopning heeft, is rijt om sterven. Een mens wat hoopning heeft God zijn versprechen persoonlijk te houden gekregen. Dan wo wir sagen, okay, einmal, weil wir die Weihnachtsbotschaft kriegen, das ist so schön. Gott hat versprochen, Radung zu schenken, dass alle Mann, die leben noch, die lügen noch, die begehen dort, dann wird er bereit zum Sterben. Und das ist die Weihnachtsbotschaft. Aber das ist so romantisch, weil wir das sagen, das hört sich so gut zum so sein. Und das war so die Geschichte und nicht der Engels. Simeon hat eine Botschaft mit an. Wat wie van vandaag meest allemaal uitloten, wanneer we tot Christen reden. Wie een hoopning, als zo'n schöne ding. Ja, ik wens me dat wordt nog mal. Maar dat vangt al van dir aan. Dan lezen we door dat Jesus wordt licht zijn te de veld. Ja, ik lees het door zo vers 30 en wieder, wo dat zegt es steht. Nu haben meine Ohren den Heiland gesehen, den du für alle Menschen hergestellt hast. Ein Licht, der fällt ja der Wahrheit zu bringen, in eine Herrlichkeit für den Volk Israel. Der Hoffnungsbotschaft ist bloß herrlich und Licht und Schein für die, was du noch lürt. Ich wollte noch einmal sagen, der Hoffnung, was du und ich haben, der ist bloß herrlich, Schein und Licht für die und für mich, was an der Hoffnung festhält. Du hast eine andere Seite von Hoffnung. Der sagt es dit. Am Vers 33 wieder lesen wir. Sein Vater und seine Mutter wunderten sich darüber, was Simeon von der Kind zu sagen hat. Und Simeon sah ihn an und sagte Maria, Jesus seine Mutter, das Kind hast du bestimmt, dass der Arm in Israel viele waren zu vollkommen und auch dort viele der Arm waren abgerecht worden. Hij wordt een teken zijn waar einige door jeen reden worden en ook daar die ene zuil wordt een schwert gestoken wordt dat het vandaag komt wat vele mensen am hart denken. Hoopning, de ware hoopning op dat vertrouwen dat Jezus wordt komen, oder wordt komen en van deze dag wie wordt komen, der heeft twee zijden. Der bringt zu voll oder der bringt Licht. Du musst wie bewusst sein, dass wenn wir Weihnachten feiern mit der wahren Hoffnung, wir werden niemals mit allen Menschen Frieden und Leben beleben. Dort wirst der Aula Simeon 2000 Jahre im Tempel. Der weiß dort nicht alle Menschen lügen, dass Jesus wird kommen. Der weiß dort nicht alle Menschen Frieden sagt, dass der Radar wie gekommen. Und wenn wir die Geschichte wieder lesen, dann wird wie krank von was redet. Du wie eine Gruppe Männer so schrecklich sei jitzig, nur ihr macht eine Anerkennung, da willst Jesus ist vernachkommen und predigen, da lauter auf ganz, wird Jesus um Kreuz geschlagen und umgebracht. Hoffnung, was immer zwei Seiten haben. Und das ist die Entscheidung, wo so oder zu Wort du was Hoffnung haben. Unbedingt als Hoffnung der Weg, wo du abgeht. Nur Christus, nur Radung und Vergebung, aber nicht alle Menschen blühen nur. Also, da wird Spulung, Deilung und Weitergeben. Das lehrt uns, dass Hoffnung ist nicht äußerlich und nicht uneberleicht. Hoffnung ist ganz bewusst bei der Sache. Hoffnung, auf Jesus Anerkennung als Radar
en lyt nu Jesus, krijgen don't, als du Schwierigkeiten met je slaap worden. Also, top je voet, zei wie, eerstens, hoopning als tjejmål wat uitgedachtet. We hopen bloos op dat wat God van zichzelf openbaard heeft. Mag ons dat diep aanwarten. Wanneer du die was aan een verspreking houden, dan hou die einzig en alleen aan dat verspreking wat God zelf gaf. God zei, Jezus wordt komen, dat je komt. En Jezus zei, dat wordt waar komen, dat wordt. Hoopning als immer je grond op de waarheid, op een bloos de waarheid wat God zelf opmerkt. Keine andere. Tweitens, hoopning, dat vertrouwen op dat wat God zich openbaard heeft, als vom Heiligen Geest gedwongen. Also, de waarheid, wat de Bibel ons openbaart, wat immer vom Heiligen Geest nu geschoven en gedwongen worden. Simeon luid, en de Heilige Geest zei hem bloos, van jou zei daar, kom wel moet een tempel doen. Ik vind dus zoveel meer nog met bij, de Heilige Geest hat Simeon zo'n groot openbaard. Maar dat we alles zijn, wat God openbaard hat, al van jou her. Drittens, alle hoopning voor mensheid kriegsweg. Oder du wordt hoopning met de werkelijkheid bejegend als een Christus. Wanneer we de Bibel lesen, dan weten we dat voor 5000 jaar leert Menschheit nur der Radung, wat Gott versprochen hat. Nur im Kreuz auf Golgatha, da war der Radung vollkommen und ganz fertig. Und das erste Mal, so Simeon sagt, wir wäre wirklich reitem gestorben, wenn er den Radar bejagt. Diese Hoffnung fängt aber ein zweites Mal Platz für uns von dir. Kriegst du aus der Mann lügt, dass sein Leben wird uitreken, Jesus zu sein, kann du auch uns von dir, das soll jetzt versprechen zu ihnen. Willst du Jünger im Himmel kicken und sagen, wo der Welt Jesus mitnimmt? Dann kommt du eine Botschaft und der sagt, was in der Welt tue ich hier? Jesus, der war kriegt so zurückkommen, aus der Snap vor. Unsere Hoffnung, der kriegt sich frisch mit den selben Radar, als was Simeon deut. Vierte Ding, Hoffnung merkt dem Tod nicht mehr zu was Schlimmes. Hoffnung merkt mit einem driestet Gesicht sein, ich sie reut zum Sturm, wenn keine Radung bejagt. Das ist nicht das, was muss sein, was nun dort wird sein. Das ist das wahre Friede, wo bloß Jesus geben kann. Der Friede, wo du sagst, wenn ich von dir wach sehe, nichts Schlimmes das passiert, wenn ich mich mit den Radar bejagt. Hoffnung merkt, dass der Tod friedlich ist. Aber dann, Hoffnung hat eine Mission. Vielleicht bist du mit den ersten 5 Punkten ganz mit. Dort Hoffnung kommt aus Gottes Wort. Hoffnung wird vom Heiligen Geist gedreven. Hoffnung ist der einzige und allein, was sich mit Jesus beginnt. Viertens, das ist okay sterben, wenn wir uns mit Jesus beginnt. Dann im 5. Punkt, wo ich du gleich in Tod zu tun. Der wir Hoffnung haben, der hat eine Mission. Der hat eine Verantwortung. Simeon, seine Taubfutung von seiner Botschaft durch zu Josef und Maria sagt, dass Jesus ist nicht bloß Radung für Arm. Jesus ist nicht Radung bloß für Maria und Josef. Jesus ist nicht bloß Radung für du, das kleine Gröbchen, nicht mal bloß für Israel. Das alle Simeon hat dort dual klar, dass Jesus ist Radung für alle Fälle. Wenn du und ich Hoffnung fast haben, dann haben du und ich eine ganz feste Abgabe. Radung ist für alle Mann. Das bedeutet so viel, dass wir mir wiedergeben. Ich freue mich, mit jeden Tag Weihnachten zu feiern.
maar hoop niet. Aber mag dat gezegd zijn, dat het niet een hoopning van wensen, of van uitdenken, of van een verlangen wat we niet meer weten. De hoopning van Weihnachten is op steen geschreven. En dat is nog niet mal goed genoeg gezegd. Wenn de hoopning van Weihnachten heeft God zelfs ons gegeven. De hoopning van Weihnachten, der is zo groot, dat sterven is niet meer een trouble. De hoopning van Weihnachten is zo groot, dat alle wereld heeft de gelegenheid geraad te worden. Mag wie, wanneer we aan ons Weihnachtsbaum zo'n krilletje aanhangen, dat du boven hoop zegt, mag dat ons niet meer aan zeggen, ik wens. Mag ons dat van nu aan wieder zeggen, ik weet dat. En ik luur dat te beginnen. 1 Thessalonicher 4 sagt Paulus zu den Christen, weet je wat? Wir trüren nicht, dass die Welt nicht über wem wir gestorben ist. Wenn wirklich etwas nur Schlimmes passiert. Das ist bloß der Übergang, gegründet auf der Hoffnung, dass Jesus hat Rettung gebracht. Waar we ons toch wat nemen, dat de hoopning, de esperanza, wat God ons gegeven heeft, is gegrond op God zijn woord, is ervuld aan Jezus Christus en als radung voor dem werden aannemen. Waar we toch beten. Voor am Himmel, Dankeschön voor hoopning. Dankeschön voor dat vertrouwen wat we op die hebben. Dat Radung, eeuwig leven, bloos aan Jezus Christus te vinden is. We danken die voor het bijspel van deze oude man im Tempel. En we beten dat je ons was zo'n geloven schenken, als Simeon had. Ja, van ons een leven, wat door een oorzaak heeft te leven, wenn we weten dat Jezus wat terugkomt en dat we eeuwig beamt zijn. We beten dat in deze Weihnachtstijd, wo zoveel armoedige, drukke tijden zijn en zoveel schwienerie mank, de ware Weihnachten komt, help ons een onderscheid te zijn in deze wereld. Mag ware hoopning in ons te zijn, mag we ook wel zijn nog een paar weer door te zijn, wanneer we de gelegenheid hebben. Magst du durch ons kennen, die hoopning predigen aan onze omgeving. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.